Ich bin echt gespannt. Das ist mein erstes Digit. Die Aufregung steigt und steigt, bis ich endlich beim Digit Festival bin. Mein erster Theaterauftritt vor Publikum. Klar bin ich aufgeregt. Das ist nicht einfach. Ich habe eine Vision und versuche, diese Bilder zu vermitteln. Ich kann nicht erwarten, dass 100% ankommt. Aber es ist wichtig, dass es zumindest verstanden wird. Wir waren mitten im Probenprozess. Da hatten wir völlig unerwartet einen Corona-Positiv-Fall. Als ich las Corona-positiv, habe ich bestimmt 1 Minute gebraucht, um das zu begreifen. Wir haben jetzt noch 6, 7 Tage. Die Zeit wird knapp. Wenn es gar nicht geht, müssen wir schauen, ob wir irgendwie eine Lösung finden. Hier in München kommen die verschiedensten Theatergruppen aus ganz Deutschland zusammen, um ihre Stücke und Ideen zu zeigen. 8 Premieren in 2 Tagen. Es ist wieder Digit Festival. Alle 3 Jahre lädt der GMU München zum DGIT, dem Deutschen Gebärdensprach-Theaterfestival. Dieses Jahr schon zum 9. Mal. Es sind viele bekannte Gruppen gekommen, aber auch viel Nachwuchs. Wir sind für euch dabei. Herzlich willkommen bei Sehen statt Hören. Ich wünsche euch viel Spaß. Das ist meine Welt. Ich kann die Welt retten. Aber ohne dich. Jedes Theaterstück darf höchstens 30 Minuten dauern und darf mit 2 bis 8 SchauspielerInnen besetzt sein. Am Ende wird es dann spannend. Bei der Preisverleihung wird die beste Schauspielerin, der beste Schauspieler und die beste Gruppe prämiert. Mal sehen, wer es wird. Prost! Das ist toll. So viele Infos. Danke, ciao. Hallo? Hallo. Bussi. Das war doch alles normal. Und jetzt soll es nicht mehr erlaubt sein? Ich verstehe das nicht. Stopp. Diskriminierende Sprache wird nicht geduldet. Bei Verstößen werden Ihnen 0,05 Punkte abgezogen. Es gab mal eine Zeit, da waren überall in Deutschland Gehörlosenzentren mit einem super Programm. Das war ein großes Hallo und ein riesiger Austausch. Das war so schön. Es gibt kein Drehbuch, nur den Schlüsselbegriff der Kleiderschrank. Daraus wollten wir alles entwickeln. Geplant war, dass wir gemeinsam überlegen und jeder seine Ideen und Vorstellungen mit einbringen kann. Auf der Wand da haben wir alles gesammelt. Okay, du musst beim Gebärden auf die anderen achten. Es gibt so Stellen, da hast du die volle Aufmerksamkeit und die anderen warten auf eine da Antwort. antworte ich dann?
Genau, aber da kannst du auch sparsamer sein. Zum Beispiel gebärdest du, ich weiß es nicht. Durch dein Nachdenken sehen die beiden dir an, dass du dich nicht mehr erinnerst. Wenn du aber laut nachdenkst, dann sieht es so aus, als könntest du dich erinnern. Du musst viel unsicherer sein. Wir haben echt ein Zeitproblem. Ich habe hier 3 individuelle, starke und kreative Menschen, aber ich habe gelernt, es braucht vorab ein Skript, dem alle SchauspielerInnen folgen. Wenn da eine Regieanweisung steht, dann heißt es, ei, ei, wird gemacht. Mit unseren Improvisationen helfen wir dem Regisseur, zu Hause nochmal am Text zu arbeiten und das Wesentliche zu extrahieren. Dazu braucht er uns. Weißt du noch, wer ich bin? Und wer bin ich? Du hast recht. Alles vergessen. Gestern hat uns eine Kollegin geschrieben, dass sie Corona-positiv ist. Da waren wir alle geschockt. Wir haben uns sofort testen lassen, aber zum Glück waren wir negativ. Trotzdem wird die Kollegin jetzt wohl 3-4 Tage ausfallen. Ich muss jetzt nach kreativen Lösungen suchen und mir überlegen, was die anderen beiden machen können. Die sollen sich auch nicht langweilen. Vielleicht muss ich auch den Inhalt des Stücks nochmal ändern. Es sind jetzt noch 6-7 Tage bis zum Digit und das macht mir Sorgen. Als ich las Corona-positiv, habe ich bestimmt 1 Minute gebraucht, um das zu begreifen. Dann habe ich gedacht, was heißt das jetzt für uns? Wenn es gar nicht geht, dann müssen wir schauen, ob wir eine Lösung finden. Ihr wisst ja, bei der Gruppe mit dem Stück Der Kleiderschrank war nicht sicher, ob eine Schauspielerin dabei sein kann. Da bin ich jetzt neugierig. Corona ist überstanden, sie ist wieder gesund. Aber dann hat sie sich auch noch den Fuß verknackst und wollte zum Arzt wegen der Schmerzen. Ich habe sie gebeten, zum Proben zu kommen und unbedingt heute dabei zu sein, weil wir die Zeit brauchen. Da hat sie den Arzttermin abgesagt und versucht es einfach. Jetzt ist sie da und wir können zusammen proben. Genau. Bis gestern ging ich noch an Krücken. Boah, ich sag's dir, das sind alles meine Sorgenkinder. Du kaufst dauernd Sachen, aber anziehen tust du die gar nicht. Die liegen alle nur in deinem Schrank rum. What? Das stimmt doch gar nicht. Du musst mal deine Brille putzen. Also, ich zieh doch dauernd Sachen an. Same. Aber same im Doppelpack. Beide gekauft. Ja, doppelt, aber doppelt hässlich hilft auch nicht. Oh, come on. Das ist meine erste Regiearbeit und die reinste Katastrophe. Das habe ich so nicht erwartet. Ganz am Ende hatten wir ein Drehbuch. Da war alles festgehalten. Daran konnten wir uns orientieren. Das hat uns unglaublich entspannt. Ein weißes Tanktop und dann so ein Teddykragen. Wie kann man sich so anziehen? Hose mit Löchern. Ugh. So einen ungepflegten Bart. Hat keine Ahnung von Körperpflege. Wo will er denn hier in der Gesellschaft Platz finden? Wir brauchen dich nicht. Sieht aus wie ein Schwerverbrecher. Klaut bestimmt. Ich wünsche mir, dass die Zuschauer mitnehmen, dass jeder individuell ist und auch sein darf. Keiner muss sich daran orientieren, was andere sagen. Ich bin frei, ich selbst zu sein. Kommt in die Freiheit. Auf geht's. Folg deinem Herzen. Bring deine Ängste aus. Oh. Oha. Wer von euch, wie ich denkt, steht auf. Steht jetzt auf. Bring deine Ängste aus. Verbrenn deine Vorurteile. Lass deine Zweifel
und finde deine Identität. Gewinne Selbstvertrauen. Boah, die Last ist weg. Die Leute sind alle aufgestanden. Ich konnte es nicht glauben. Echt? Alle aufgestanden? Du hast es geschafft, dass alle mitgemacht haben. Hab ich? Ich habe gesehen, wie erst einer aufstand und dann stand der ganze Saal. Hätte ich nie erwartet. Das war gar nicht geplant. Ja! Yeah! Oh mein Gott. Schau mal. Komm mal her. Du bist ja fleißig. Hallo. Hast du genug Mitarbeitende? Ja, sind schon 70. Und dann musst du trotzdem arbeiten? Oder war es schwer, welche zu finden? Naja, früher haben wir nichts bezahlt. Da war es schwieriger, Leute zu finden. Jetzt zahlen wir etwas, so haben wir 70 bekommen. Mit Bezahlung? Eine Aufwandsentschädigung, ja. Das gab es früher nicht. Die Zuschauer zahlen 170 € für 8 Stücke. Das ist nicht billig. Habt ihr auch Zuschüsse oder Ähnliches bekommen? Ich finde 170 € nicht teuer, das ist günstig. Klar, man ist gewohnt, dass im Gehörlosenverband die Veranstaltungen wenig Eintritt kosten. Aber hier haben wir ein Preisniveau wie bei den Hörenden, weil auch die Qualität auf demselben Niveau ist. Wir haben die Jury, Theatergruppen, die Schauspielenden. Nur unsere Zuschussgeber müssen das noch begreifen. Wir haben um mehr Zuschüsse gebeten, aber es hieß, was? Seid doch froh um das, was ihr bisher bekommen habt. Interessant. Im hörenden Kulturbereich ist man gewohnt, dass alles mehr kostet, aber bei den Gehörlosen soll alles weniger kosten? Wir wollen da gleich behandelt werden. Dann viel Glück für das nächste Ticket. Danke. Hör auf, dauernd wegzugehen. Du musst gehorchen. Halt dich einfach an die Regeln. Was? Ich? Die Welt hat sich verändert. Deutschland liegt jetzt da, wo früher der Nordpol war. Und es ist furchtbar kalt, minus 70 Grad. Es gibt 3 Regeln. Gehorsam. Kontrolle. Reinheit. Es ist alles so ruhig. Ruhe. Alle sind so ernst. Da ist kein Leben. Hey, das kannst du nicht gebärden. Ich wollte nicht schon wieder die gleichen Gesichter. Die Schauspielenden, die alle schon kennen. Ich wollte den Nachwuchs fördern. Aber wie? Wir haben einfach einen Aufruf bei Juteo auf Instagram gepostet und bekamen Rückmeldungen aus ganz Deutschland, aber auch aus Österreich und der Schweiz. Insgesamt 107 Bewerbungen. 107! Wir brauchten aber nur 8. Also haben wir aussortiert und kamen auf 38, die wir zum Casting eingeladen haben. Daraus haben wir dann die 8 ausgewählt. Ungefähr die Hälfte hatte Schauspielerfahrung und die andere Hälfte nicht. Die haben wir zusammengebracht. Uns war außerdem wichtig, die Diversität unserer Gesellschaft auf der Bühne abzubilden. Dazu haben wir uns ganz bewusst entschieden. Ich habe mich sehr gefreut. Als ich gehört habe, dass es so viele Bewerbungen gab, habe ich gar nicht mehr damit gerechnet. Keine Chance, dachte ich. Als ich dann genommen wurde, war ich glücklich. Na klar.
Bisher war euer mimischer Ausdruck eher schwach. Ihr habt nur die Inhalte runtergebärdet. Aber was ihr fühlt, das sehe ich nicht. Das möchte ich jetzt entwickeln. Daher bekommt ihr beide einige Aufgaben von mir. Ich liebe dich. Also ich habe jetzt in jeder Emotionslage, die auf der Liste stand, gebärdet. Siehst du? Ich habe das anders verstanden. Jedes Mal der gleiche Satz. Also zum Beispiel, ich liebe dich. Oder, ich liebe dich. Immer andere Mimik. Ich liebe dich. Wirklich. Ich kenne Raphael schon länger. Für mich war es das erste Mal, als Schauspieler zu arbeiten. Ich hätte erwartet, dass es mehr Schwierigkeiten gibt oder ich unsicher bin. Aber es war ganz einfach. Die Anweisungen waren einfach zu verstehen. Er hat alles im Voraus vorbereitet. Den Text konnte ich gut verstehen. Keine Probleme. Das fiel mir überhaupt nicht schwer. Vielleicht war es auch nur Glück, weil mir sein Stil passt. Dein Lachen. Ah, ich liebe dich. Niemand sonst bringt mich zum Lachen. Ich fühle mich glücklich. Die Wärme, die du spürst, das ist ein Gefühl. Du empfindest was für mich, stimmt's? Komm. Was ist? Ich liebe dich. Mein Ziel war, die Welt zu zeigen. Unsere Lebensrealität, die individuellen Probleme, die Barrieren, auf die wir stoßen, Diskriminierung und Rassismus. Die Art, wie wir lieben und die Diskriminierung von Homosexualität so umzusetzen, dass die Zuschauer sich darin wiedererkennen. Das war mein Ziel. Ich habe bisher VV und Gebärdenpoesie gemacht. Das ist mein erstes Theaterstück und das erste Mal eine Rolle bewusst einzunehmen. Nicht einen Menschen, nicht einen Affen, sondern die Verschmelzung aus beiden darzustellen und so zu gebärden. Das kostet richtig viel Arbeit. Ich recherchiere viel und arbeite an mir. Meine Körperhaltung und wie ich gebärde, das muss ich beides verbinden. Dazu mein Gesichtsausdruck, um die Emotionen zu vermitteln. Es ist mir wichtig, dass ich verstanden werde. Alle Länder sind vergangen. Nur 4 sind noch übrig. Ich konnte den Text nicht einfach so in DGS übersetzen. Ich musste mich mit der eigentlichen Geschichte auseinandersetzen. Also zu verstehen, was Raphael ursprünglich gemeint hat und nicht, was ich interpretiere. Für diese Aufgabe habe ich sehr intensiv mit der Dramaturgin am Textverständnis gearbeitet. Mir war wichtig, dass ich alles verstehe, damit ich es klar in DGS formulieren kann. Ein Erdbeben hat die Welt verändert. Deutschland ist jetzt da, wo früher der Nordpol war. Genau. Das ist das erste Mal, dass ich nicht als Schauspieler vor dem Vorhang stehe, sondern dahinter. Ich bin dem Stück fern, muss aber die Verbindung halten. Hier bin ich jetzt für die Beleuchtung. Schon krass. Wenn eure Herzen wieder entflammen, dann gibt es auch wieder Krieg und ihr geht aufeinander los. Meine Vision wird jetzt in den Rollen auf die Bühne gebracht. Es ist meine Verantwortung, was draus wird und ob das Publikum das jetzt versteht. Verrückt. Ich freue mich, dass es so gut gelaufen ist. Wir spielen heute Escape Room. Das wisst ihr. Ohne Handy. Das ist ein Schreibtelefon. Wie geht das? Du musst tippen. Schreibtelefon.
Und was mache ich jetzt damit? Telefonieren? Ausgang. Normalerweise sind auch Menschen hier. Aber jetzt sind sie alle fort. Und ich bin allein. Du bist allein? Ja, allein. Ja, in dieser Welt kommen wir alle zusammen. Wir sind alle miteinander verbunden. Du kannst Teil sein eines großen Ganzen. Teil eines großen Ganzen? Insgesamt habe ich das Gefühl, dass die Theaterlandschaft im gehörlosen Bereich ziemlich heruntergekommen ist. Nur das Degit Festival bietet noch was Neues. Lässt auch Raum zum Experimentieren. Wenn ich mich zurückerinnere, als ich noch klein war, da waren die Stücke noch lustig. Da wurde der Witz auch eindeutig in der Gebärdensprache gezeigt. Klar verständlich. Jetzt ist das Theater so wortlastig geworden. Da bleibt der Witz auf der Strecke. Dafür sind die Stücke jetzt näher an der aktuellen gesellschaftlichen Situation dran. Irgendwie sind die Themen auch ähnlich. Und vielleicht gibt es insgesamt mehr Professionelle und mehr Angebote. Früher ging es immer um die fehlende Anerkennung der Gebärdensprache. Sie war quasi der enge Rahmen, um den sich alles drehte, und das musste das Theater auch aufgreifen. Heute sehen wir in den Stücken mehr Gesellschaftskritik. Interessant finde ich auch, dass die Stücke früher näher an der Lebensrealität dran waren. Jetzt sind es mehr abstrakte Themen. Das ist auch das Schöne an Theater. Es gibt keine Grenzen. Ja. Es ist einfach Kunst. Und da kann man keine Wertung aufmachen, ob es früher besser war als heute oder so. Ich feiere einfach alle, die auf der Bühne stehen. Die Gesellschaft hat sich ja auch stark verändert. Ja, das auch. Ich muss anrufen. Ich kann nicht telefonieren. Ich bin taub. Die kommt aus China. Ist dieser taub? Hörend? Er hat einen Kratzer. Hier sind sie. Cool. Applaus, genau, Applaus, Family. Ich bin Regisseurin aus Leipzig und mit unserem Preis wollen wir eine Person einladen, aus der Gruppe Teil unseres Teams zu werden, also unseres Regie-Teams, für unser neues Stück 5 Minuten Stille in deutscher Gebärdensprache. Genau. Dann ist die Frage, träumt man oder ist es wirklich Realität? Ja, da kommt Domo. Vielen Dank. Schön, euch alle wiederzusehen. Danke. Also erstmal, ich muss sagen,
Ich habe es gar nicht verstanden, was dieser Degit-Preis eigentlich ist. Dann stand da plötzlich mein Name. Okay, aber die letzten 3 Wochen waren krass. Es war so viel los. Und jetzt dieser Preis. Irgendwie, das ist mir zu viel. Moment, ich muss das erst mal kurz verarbeiten. Du bekommst einen Auftrag. In Leipzig. Ein Stück inszenieren. Weißt du das? Nein, das habe ich nicht verstanden. Ich dachte, ich werde da einfach eingeladen. Du gehst nach Leipzig. Ach so, okay. Danke, danke. Also, ich werde diese Herausforderung annehmen, so wie ich diese hier auch angenommen habe. Das war wirklich wow. Ja, wir haben uns Gedanken gemacht für dieses Theaterstück Miyuna und wir wollten Kälte zeigen und wir haben das gemeinsam uns überlegt. Alleine hatte ich nicht genügend Kraft, ich hatte zwar Ideen, aber die Ideen mussten umgesetzt werden. Und? Wie viel von deiner Vision kam jetzt rüber? 70, 80, 99%. Das eine war die fehlende Kälte. Wir hatten leider keine Klimaanlage. Die restlichen 99% der Kälte habt ihr super rübergebracht. Ihr habt es geschafft. So geil. 7 Individuen, das ist gar nicht so einfach. Vielen Dank. Indica hat den Preis gewonnen, weil von dem ersten Moment an Indica immer in der Rolle blieb. Mit der Mimik, mit der Körpersprache bis zum Ende, die halbe Stunde durch, in dieser Rolle blieb. Und damit ist dieser Preis absolut verdient. Dankeschön, danke. Vielen, vielen Dank. Es ist der Publikumspreis. Dankeschön. Glückwunsch. Er ist sehr schwer. Unfassbar. Ich freue mich für euch alle. Ohne euch hätte ich es eh nicht geschafft.